Hallo, heute habe ich wieder meine 5 Minuten und ich freue mich, dass du dabei bist bei den 5 Minuten. Und wir brauchen uns gar nicht gemütlich zu machen, wir wollen nämlich direkt los. Ich wollte einen Ausflug mit euch machen. Wobei, wartet mal, macht's euch vielleicht doch gemütlich, denn ich wollte euch vorher eine Geschichte erzählen. Wenn man so einen Ausflug macht, dann muss man ja in der Regel auch ein bisschen was mitnehmen. Proviant, habe ich ja gestern schon gesagt, ne? Ist wichtig. Und das kommt ja meistens in so einen Rucksack rein. Ich habe auch einen Rucksack hier. Das ist mein Rucksack. Und das ist allerdings ein ganz spezieller Rucksack. Ich weiß nicht, ob jemand von euch auch so einen Rucksack kennt. Da ist nämlich was Besonderes drin. Da ist kein Proviant drin, auch keine Windel oder so. Mein Rucksack ist voll mit Gesichtern. Guck mal, eine Ente, ein Hase, der kennt bestimmt auch den Hasentanz, oder ein Bär. Und bei Gesichtern sind wir auch schon beim Thema, denn es gibt ja bei Menschen auch ganz viele unterschiedliche Gesichter. Jeder Mensch sieht anders aus. Guckt euch mal die Erwachsenen an. Jeder sieht anders aus. Und in dem Rucksack, den ich habe, sind nicht nur die Tiergesichter, da sind auch viele Menschengesichter. Hört mal zu. Ich kräde Geschenk und wuss ganz genau, dass es jetzt ganz Besonderes ist. Ne Rucksack aus Leder, tja, nicht grad wunderschön, er war irgendwie doch mysteriös. Ich konnt kaum meine Augen trauen, als ich sah, was da drin war. Und ich traute mich kaum, erin zu luren, denn dat Dinge, dat war furchtbar schwer. Und wisst ihr, was da drin war in dem Rucksack? Ich erzähl's euch. Ich han ne Rucksack voller Gesichter und die luren mich nah und nah an. Eins ist müd, eins ist traurig, eins ist blöd, eins ist schaurig, eins ist krank und eins ist gesund. Doch am eng sind nicht bloß 2 Ohren, ein Nas und ein Mund. Tja, Gefühle jedes Fell und für jedes han ich in meinem Rucksack das passende Gesicht. Egal ob es dir grad wunderbar geht oder vielleicht auch schon ins Schlecht. Komische Gefühle, das ist ab und zu, die kommen manchmal von ganz allein. Doch das Schöne ist, ja, und das ist gewiss, irgendwann kommen sie auch wieder heim. Und was habt ihr in eurem Rucksack? Sind da auch Gesichter drin? Könnt ihr ja gleich mal schauen. Ich han ne Rucksack voller Gesichter und die luren mich nah und nah an. Eins ist müd, eins ist traurig, eins ist blöd und eins ist schaurig, eins ist krank und eins ist gesund. Doch am eng sind es bloß 2 Ohren, ein Nas und ein Mund. Und wisst ihr was? Man kann auch selber verschiedene Gesichter machen. Könnt ihr Grimassen schneiden? Wisst ihr, was das bedeutet? Die Augen ganz groß machen oder die Zunge komisch machen oder böse gucken. Guckt mal alle böse. Und guckt mal alle ganz lieb. Ha! Lachen, yeah! Man kann ganz, ganz viele verschiedene Grimassen und Gesichter haben, aber eigentlich sind es die gleichen Augen, die gleiche Nase und der Mund, oder? Ich habe einen Rucksack voller Gesichter und die luren mich nah und nah an.
Eins ist müd, eins ist traurig, eins ist blöd, eins ist schaurig, eins ist krank und eins ist gesund. Doch am eng sind es bloß 2 Ohren, ne Nas und ne Mund. Tja, wisst ihr wat? Am eng sind es nur 2 Ohren, ne Nas und ne Mund. Und ich habe ne tolle Idee. Falls ihr ein bisschen Lust habt zu basteln, dann nehmt euch doch euren Rucksack und malt ganz viele verschiedene Gesichter auf weißes Papier. Und dann habt ihr auch einen Rucksack voller was? Voller Gesichter. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Und dann gibt es vielleicht eine eiskalte, süße Überraschung oder zumindest das Lied von dem Mann, der mir immer meine Lieblingsspeise bringt. Habt ihr eine Idee, wer das ist? Es wäre super, wenn ihr morgen ein Glöckchen oder einen Schlüsselbund hättet, denn dann könnt ihr so richtig gut mitmachen beim Lied vom, jetzt hätte ich es fast verraten, beim Lied vom Bis morgen, dein Björn.